Gerudo-Stadt. Ein Ort, an dem nur Frauen erlaubt sind, oder zumindest solche in Frauenkleider. Willkommen zurück von unserem Breath of the Wild, wir haben wieder mal viel vor heute. Und zwar wollen wir erst einmal gucken, ob wir noch irgendwelche Informationen zu Urbosa finden, die uns bisher entgangen sind. Zum Beispiel pennt die Königin immer noch, so wie es aussieht. Und das morgens um 6 Uhr, nicht schlecht. Die hat einen guten Schlaf. Wir können mal wecken gehen, wa? Ob sie da zwar große Freude dran hat, naja. Ja, die pennt noch. Du properes Röpfchen. Was? Ah, da wäre zum Beispiel das Buch, das ich gesucht habe. Über Urbosa, glaube ich zumindest. Ja gut, also, wo soll es sonst sein? War? Sie war ja ursprünglich mal eine Königin, also. Was denn das? Kein Text, nix. Aber warum? Warum kein Text? Rishu. Kuschel, kuschel. Könnt mir ja zulegen, aber offenbar hat Link keinen Bock drauf. Ist er so schüchtern, der Kleine? Naja. Okay, was steht hier Schönes? Tagebuch einer Königin von Makela Richu. Ja, ich hätte lieber das zu Urbosa gehabt. Bill hat mir mitgeteilt, dass Mutter zum Himmel aufgestiegen und eine Göttin geworden ist. In heutigen Tagen bin ich also die Königin der Gerudo. Ich wünschte, Mutter wäre bei uns geblieben. Aber man bekommt nicht immer das, was man möchte. Leider wahr. Seit ich Königin geworden bin, sind alle noch freundlicher zu mir als zuvor. Ja. Da gleichzeitig sehe ich in ihren Augen eine große Unsicherheit. Sie vermissen die starke Anführerin, die Mutter für sie war. In der Gerudo-Wüste ist ohne jedes Vorzeichen der Titanwand Naburis erschienen, der in tiefem Schlaf lag. Mutter nannte ihn den Schutzgott unseres Stammes. Aber wohltätig sieht er wirklich nicht aus. Ich werde morgen aufbrechen, um Näheres herauszufinden. Als ich mich Naburis zusammen mit Patricia näherte, geriet ich in einen gewaltigen Sandsturm. Blitze schlugen nur wenige Schritte von uns entfernt ein. Soll sich dieses Wesen entscheiden, zu unserer Stadt zu kommen, wären wir verloren. Als er umkehren wollte, scheute Patricia vor einem Monster und schoss in Richtung von Naburis davon. Was dann passierte, weiß ich nicht. Ich wachte und fand Bila über mir, die mit besorgtem Blick auf mich herabschaute. Zu diesem Vorfall war ich Bila nicht mehr auf meiner Seite. Es ist, als hätte ich einen zweiten Schatten gewonnen. Kurze Zeit später entwendeten die Hiebe das heilige Erbe unseres Stammes. Bila gibt sich selbst die Schuld daran. Da wäre als Anführung nicht so unreif, wäre das alles nicht geschehen. Die Soldatinnen haben sich sofort auf die Suche gemacht, doch sicher verachten sie insgeheim ihre machtlose Königin. Nach unermüdlicher Suche haben wir das Versteck der Banditen, die unsere Stadt gestohlen haben, aufgespürt. Leider sind sie sehr wachsam, sodass die Soldatinnen sich dem Versteck nicht nähern konnten. Wir wissen, wo der Donnerhelm ist, aber haben keine Möglichkeit, ihn zu erreichen. Mutter, Urbosa, lenkt meine Schritte, sag mir, was ich tun soll. Meine Gebete wurden erhört. Jemand ist aufgetaucht, der sich Recke nennt. Sein Name lautet Link. Bila hat ihm zuerst nicht über den Weg getraut. Doch dann eroberte er unser heiliges Erbe von den Banditen zurück und besänftigte Naburis. Nun haben unsere Gefühle ihm gegenüber ins Gegenteil gekehrt. Das scheint sogar ganz vergessen zu haben, dass er ein Voi ist. Nein, ich bin mir sicher, sie ist sich dessen nur zu deutlich bewusst. Ich hätte gedacht, dass das stolze Bila eines Tages einem Voi Vertrauen schenken würde. Ja, warum nicht? Er ist zurückgekehrt und möchte den Donnerhelm von uns ausgeliehen haben. Dieser Helm ist der Schatz unseres Stammes. Ich konnte ihn nicht einfach so aus der Hand geben. Allen zu helfen, bis keiner in der Stadt mehr Sorgen hat, das war meine Bedingung. Etwas viel verlangt vielleicht. Doch bevor er hier auftauchte, war jeder meiner Tage sorgenvoll. Und jetzt blicke ich mit Freude in die Zukunft. Wie schön wäre es, wenn unser ganzer Stamm dieses Glück teilen könnte. Vielleicht kommt auch irgendwann einmal der Tag, in dem ich gegen ihn im Sandrobbenrennen antreten kann. Jo, vielleicht. Aber trotzdem muss ich Buch von Urbosa. Ah, ja, super, hier. Eine Freundin aus der Ferne, die Königin von Hyrule, war zu Besuch in Gerudo-Stadt. Sie wollte mir ihre neugeborene Tochter so schnell wie möglich zeigen. Sie heißt Zelda. Ihr Lächeln ist wirklich herzerwärmend. Wobei ich mir frage, eigentlich heißen doch alle Prinzessinnen von Hyrule Zelda. Also eigentlich auch die Königinnen, also Mutter, Urgroßmutter, wie auch immer. Sie wird sicher eine würdige und schöne Königin werden, so wie ihre Mutter. Und das sagte ich meiner Freundin auch. Doch sie meinte, am wichtigsten wäre es, dass ihre Tochter glücklich wird. Ja, dann sie und der König ein bisschen andere Ansichten. Ich kann lieber das Glück in den Blick sehen, mit dem sie ihre Tochter ansieht. Die Beerdigung meiner lieben Freundin, der Königin, ist schon eine Weile her.
Doch er hatte keine Kraft zu schreiben. Es geschah so plötzlich. Ich kann es ihm noch nicht glauben. Ständig kommen Erinnerungen an sie hoch. Auch jetzt muss ich meine Tränen zurückhalten. Die kleine Zelda war sehr tapfer, obwohl sie für immer Abschied von ihrer Mutter nehmen musste. Doch obwohl sie so tapfer wirkte, machte ich mir Sorgen um sie. Ich bin nach Hyrule gereist. Nachdem ich mit dem König gesprochen hatte, traf ich Zelda zum ersten Mal seit einem Jahr. Ein Jahr, in dem ich mich um sie sorgte. Der König erlaubte mir, sie zu begleiten, und so ging ich mit ihr zu der Quelle, an der sie ihre Übungen absolvierte. Zelda betete und betete im kalten Wasser, bis die Sonne unterging. Ich bat sie ständig aufzuhören, doch sie wollte nicht hören. Schließlich musste ich sie aus dem Wasser ziehen. Mit brechender Stimme erzählte Zelda mir von ihrer Angst, ihre Pflicht nicht erfüllen zu können. Von dem Druck, der auf ihr lastet, weil sie nicht die Kraft einsetzen kann, die den Prinzessinnen vor ihr gegeben war. Und ich konnte sie dabei nur im Arm halten. Heute kamen Gesandte aus Hyrule. Sie bitten mich, einen Titan zu steuern. Manche sind der Ansicht, dass diese Aufgabe zu gefährlich für mich als ihre Königin sei. Ich plane allerdings dennoch, dieser Bitte nachzukommen. Die Rückkehr der Verheerung ist nicht nur ein Problem von Hyrule, sondern betrifft die ganze Welt. Das ist doch mal faszinierend. Ich meine, in welchem Spiel hatten wir mal die Definition, dass die Welt nicht nur Hyrule, sondern mehr betrifft? Gut, der Wind Waker vielleicht, weil wir davon gesegelt sind, aber ansonsten war es im gleichen Spiel, war es immer nur eine Welt und das war Hyrule, wenn überhaupt. Oder halt Termina oder sonst irgendeine Stadt, also ein Land, versteht ihr. Aber es ging eigentlich immer nur Hyrule, quasi Welt, fertig. Abgesehen davon, wir können eigentlich die ganze Welt bereisen, ist ja eigentlich nur Hyrule, also insofern. Außerdem ist es da auch noch die alte Verbindung zwischen den Gerudo und der Verheerung. Ah, jetzt wird's interessant. Zelda müsste bald hier sein, um eine offizielle Antwort zu hören. Ich freue mich so darauf, sie zu sehen. Oh, es hat mal gehofft, dass was zu Ganondorf oder sowas kommen. Mensch. Heute bei der Ernennungszeremonie werden wir dafür Auserwählten als Recken verpflichtet. Zelda, Rivali, Mipha und Link sind die jungen Hoffnungsträger der Zukunft. Dark und ich werden sie unterstützen. Aber etwas hat mich gestört, und zwar Zeldas Verhalten gegenüber Link. Aber ich kann mir denken, warum sie so ist. Link wird wahrscheinlich zu Zeldas Leibwächter ernannt werden. Ich hoffe nur, sie kommen miteinander aus. Ja, wir haben uns angekriegt. Link hat mich heute besucht. Anscheinend hat Zelda es ausgenutzt, dass keine Männer in der Stadt erlaubt sind, und ist ihm so entwischt. Ich habe ihm einen kleinen Tipp gegeben, und so konnte er auch in die Stadt gelangen. Ah, von hier kommt das also, verstehe. Aber er kann den Helden nicht finden. Ich habe mir versprochen, ihn zu rufen, falls ich sie sehe, und er brach da auf. Wie auch Zelda scheint Link nur schwer in der Lage, Gefühle auszudrücken, wenn auch in etwas anderer Weise. Vielleicht hat das Schicksal sie in gewisser Weise zusammengeführt. Heute war ich mit Zelda bei Naboris, um Forschungen zu betreiben. Zelda war so erschöpft, dass sie gleich nach Sonnenuntergang eingeschlafen ist. Ich benachrichtigte Link, und er war schneller da als gedacht. Eigentlich geht es mich ja nichts an, aber ich habe ihm ein paar Dinge über Zelda erzählt. Der Rest liegt an ihnen. In letzter Zeit lächelt Zelda wieder öfter. Es scheint besser mit Link auszukommen. Hoffentlich hat das eine positive Auswirkung auf ihre Ausbildung, wenn überhaupt noch genügend Zeit bleibt. Immer wenn ich höre, dass wieder Monster aufgetaucht sind oder irgendwas Seltsames geschehen ist, dann bete ich um mehr Zeit für Zelda, mein kleines Mädchen. Nicht zu den Göttinnen, sondern zu ihrer Mutter, meiner Freundin. Ja, wie wir Urbosa kennen und lieben, wenn man so will, wa? Oh. Guten Morgen, Richu, na, gut geschlafen, ne? Was willst du die Krone her? Oh, besuchst du uns schon mal wieder? Ja, da bin ich gerade sehr beschäftigt. Tut mir wirklich leid, aber ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu plaudern. Mit Patrizia zu sprechen. Noch geschafft. Was noch etwas? Ich will von Urbosa. Urbosa ist so ein Zufall, dass du gerade jetzt fragst. Denn da Boris gezähmt war, haben wir Urbosas Tagebuch gefunden. Davon würde ich dir gerne erzählen. Von niemandem genau, das König von Hyrule, wissen wir. Gewesen sein. Tagebuch, ja, wir haben es eigentlich schon gefunden. Jo. Sonst, nee, ist sonst nichts. Okay. Ja, interessant, wir sind ein bisschen mehr über Richu, natürlich auch über Urbosa, das was ich eigentlich wollte. Vor allem natürlich jetzt im Zusammenhang mit dem DLC. Perfekt. Jetzt das nächste Thema. Ganz kurz gucken, je nachdem wie hoch. Ich will eigentlich hier hin zum Wüstenbazar. Da ist Epuna, wie wir wissen, will sie in die Wüste.
noch ein bisschen scheiße ist, aber ich könnte doch theoretisch eine Robbe mitnehmen. Wenn ich schon mal hier bin. Dann kann ich mich nach vorne robben. Hier war's ja. Was weg? Ich robbe. Pass auf dich auf, Savok, ein gutes Robben. Rob, drop. So, ja, ich will noch ganz kurz nach Gerudo stellen, weil ich eben glaube, dass die Gerudo, die wir suchen für die Quest mit Tabula Rasa, oder Tabu Rasa, keine Ahnung, wie das genau heißt, müsste eigentlich ungefähr da sein. Also, es gibt eigentlich nur zwei Orte, wo du halt die Gerudo suchen, die Gerudo, sag ich schon, die Gerudo suchen kannst, entweder halt, ja, bin auch in die Richtung unterwegs, entweder in Gerudo-Stadt selbst oder aber hier. So, dann kurz bitte hier warten, wenn du so lieb wärst. Den Gerudo mit da, natürlich erinnere ich mich nicht mehr, aber das muss nichts bedeuten. Wir haben hier, glaube ich, soweit ich mich erinnere, genug Gerudos. Emi, ne, Emilate war es nicht. Der ist neu, oder? Nein. Ah, komm schon, Link. Link! Sag mal. Servus. Moment. Ah, jetzt. Nobiro. Verschwinde! Das ist ein Schrein? Das sagen aber doch schon. Ich bezweifle, dass es hier in der Wüste noch sehr viele Schreine gibt, die wir noch nicht erkundet haben. Vielleicht ein, zwei noch, okay, aber so will dürfen es nicht mehr sein. Und der jagt sich selbst, okay. Wo es Spaß macht, gar kein Thema. Ja, okay, hier haben wir natürlich einen Orni. Und ein Orni, wie auch immer. Gerudo, ach, Powder! Sabotta. Das ist eine hübsche Weih. Du hast nach dein Glück in der weiten Wüste. Weiten Welt, ja. Gebracht werde. Lass mal ran, muss ich als Mann machen oder was? Oh, wie ätzend. Ne, Quatsch. So. Wenn man eine Arbeit anbietet, ganz passabel sogar lesen und schreiben. Einen kann super fangen. Sexy ist ja auch, also, was willst du? Ein bisschen, nee, nicht groß, komm. Große Frau hat durchaus ihren Vorteil. Wer hofft, mehr? Ja, geht der Tabula Rasa. Tabula Rasa, ja. Und wenn man flicken kann. Verdammt weit weg. Mein Glück versuchen. Jo, geh. Danke für die Info. Dann gehe ich mal nach Hause und mache mein Gepäck bereit. Wir sind uns in Tabula Rasa. Josh. Josh, ich da, sei so. Nee. Und da geht sie von dannen. Da geht sie von dannen. Ha. Pilogu. Ja, die liest. Sehr schön. Ah, ja, und noch Pfeile, aber Problem ist eben nur eins. Das ist doch nervig. Wir sind in so einem Doppelpack oder einem Fünferpack, Zehnerpack, nehmen nur eine. Endlich Ruhe. Kahu. Basak. So. So, Leute, mal ganz kurz hier die Waffe checken. Irgendwie, ich werde mit den Lanzen nicht ganz so warm, wenn ich ehrlich sein soll. Bin ich nicht jetzt so der Fan, wenn wir das hier kommen. Ja, komm, nicht mit Schild. So, Königsschwert. Passt. Schon viel besser. So.
Das heißt, wir gucken mal ein bisschen, wie es aussieht vom zeitlichen Faktor her. Ich hätte jetzt aber gesagt, dass es langsam aber sicher mal Zeit wird. Das müsste, glaube ich, die Feenquelle sein. Sprich, ja, wir machen uns auf zur großen Fee, wir haben genug Kohle. Und befreien die mal. Danach geht es zurück nach Taburasa, mal gucken, was da noch so abgeht. Aber ich glaube, ansonsten sind wir langsam so weit mit den Sidequests durch und es wird Zeit für die Prüfung von... Die Feuerprüfung. Ja, im Prinzip der Feuerquellgeist. Nee, ist ja... Naja. Die Ballade von Daruk halten. Obwohl ich mir jetzt natürlich gerade frage, wie überhaupt schon... Warte mal ganz kurz, schon ein Thema bin. Ja, eben muss ich noch 2 Schreine machen, ne? Ganz alle gemacht. Und schlecht. Dachte schon, ich wäre schon soweit, aber nö. Warte mal ganz kurz, die war ja irgendwo... Ja, da, von hier aus sieht man sie sogar, krass. Irgendwie sollte ich mal eine Gelegenheit, die Gelegenheit der Stunde nutzen. Vielleicht macht das sogar nach der nächsten großen Prüfung, also sprich nach der Ballade von Daruk, wenn die abgeschlossen ist. Dann jetzt endlich mal nach hier unten aufmachen. Hier fehlen sicher noch viele, viele Schreine und ich will das mit der Alienbrücke noch machen. Also sprich, ich glaube wegen Xenoblade Chronicles 2 irgendwie, oder? Wegen DLC-Pack. Also, sprich DLC-Quatsch. Ja, doch schon, aber halt irgendwie Ausrüstung, glaube ich, wird es sein. Der war ein bisschen crazy, ein bisschen durch den Boden durchgeglitscht. Ja, nee, Link, lass. Nicht vergessen, dass ich heute noch ein paar Amiibos scannen will, wieder mal für hoffentlich Heldenrüstung und so weiter. Na, Lordstein, egal. Kuckuck. Nun, Rubine hast, gib sie mir schnell. Okay. Nimmst du. Wow. Danke, mein Reiter. Ziemlich gut gebräunt, die Gute. Sag mal, Süßer. Musst du vielleicht hier bei mir bleiben? Ja, du, ich muss erstmal Garn aufhalten. Danach sind wir weiter, wa? Also dir meine Dankbarkeit zeigen. Und dann verstärken. Ach, der muss ja ziemlich rattig sein, wa? So, müssen wir, ich jetzt aus und dann kann ein bisschen Maximum zu verstärken. Bin mal gespannt, welche. Echt, die kann ich schon. Okay, dann tue ich da Löschflügler. Das sogar auch. Ich überlege gerade, aber da. Crazy. Eldra Schuppe, sogar eine stimmt ja, eine Eldra Schuppe, ja. Alter, dass wir die alles brauchen, das abzugraden. Farodra Schuppe auch noch. Boah, ich muss mal aufs ein bisschen farmen. Leuenhorn habe ich echt 3 Stück noch. Das ist gar nicht mehr. Aber ich mich ja frage, warum ist die gute Dame mehr gebräunt als die in der Wüste? Irgendwie nicht ganz logisch. Egal, wir haben jetzt die 4. Okay, hier brauche ich jeweils noch 3 Löschflügler mehr. Mundenherz haben wir genug. Eine andere wichtige Frage, brauche weißes Schleimgelee. Aber das gar nicht. Ich meine, ich habe Bernsteine, gut, aber ich habe natürlich jetzt alles verkauft. Der war natürlich ein bisschen doof.
Das Reckengewand, oh, war roter Hornsplitter. Ja, ich weiß, müssen wir machen. Ich weiß. Der Anti-Feuerhelm, soll ich investieren? Ja, sehr schön. Ah. Ja, sie hat recht. Link ist ein bisschen schüchtern. Das wollte ich zu machen, wa? Kann auch wieder, ja? Bis hoffentlich bald. Also in weißem Schleimgelee. Ich kann mich ja irren, aber ich habe garantiert genug normale Schleimgelee. War schwer, krass. Klass. Ich mach mich klass. Prinzessin Enzian. Ja. Weiße Schleimgelee ist doch wirklich... Also, weiße Quatsch, natürlich normales. Schuppe, älterer Zahn, neiderer Schuppe. Oh, schon relativ viel von den Drachen war. Wo war jetzt... Bin ich jetzt blind? Schleimgelee. Rein theoretisch ist es mal, wa? Klappt doch relativ gut, würde man behaupten. Einmal Opfer immer eins oder? Ja, eins geht immer kaputt, war. Scheiße. Müssen natürlich so nicht, beziehungsweise natürlich ein bisschen unpraktisch. Was zum? Ja, würde ich mal behaupten, ein bisschen unpraktisch, aber egal. Ich weiß, ich habe die Eispfeilen noch, aber... Da geht noch mehr kaputt, super. Nee, so ist das eigentlich nicht geplant. Jetzt gar... Doch, gab eins, war. 17 Mal Schleimschläger, machen wir mal ganz kurz ein paar. So. Dafür sind diese Elementarwaffen echt geil. Kuckuck. Wie war das also? Der Geruch meines Süßen in der Luft. Ja. Dann lass mal sehen. Bis zum Maximum. Ist zwar jetzt in dem Fall nur eine Stufe jeweils, aber die bringt ja auch schon was. Also Schleimgelee, sagen wir es mal, zu verändern ist sich das einfachste auf der Welt. Das ist schon mal geil. Die anderen Dinge, denken vor allem an die Sternsplitter oder Sternschnuppen, Splitter, Dingsbumse und vor allem an die Stücke der jeweiligen Drachen, das, ja. Wobei auch die kann man natürlich farmen, aber die Drachen muss halt immer ein bisschen abpassen. Ja, natürlich auch treffen und so und, ja. Ich frage mich, ob ich in Folge dieses Let's Plays noch mindestens ein Set komplett upgraden kann. Ich habe da irgendwie so meine Zweifel. Bis hoffentlich bald. Tschüss. Ja, Tschüssikowski. Gut. Das, weil Weißschleimschläge habe ich jetzt eigentlich noch genügend übrig für ein weiteres Upgrade. Ja, eigentlich schon, war. Aber die restlichen Teile fehlen natürlich jetzt noch. Egal, da muss ich mal ein bisschen gucken, was die alles genau brauchen für das Upgrade und dann wie ich das jeweils ein bisschen anstelle. So. Dann wir noch kurz rüber switchen, genau, was dann im Kampf kommt. Und ich will jetzt mal sagen, die große Fee ist soweit. Moment, Stempel lasse ich, weil dann wissen muss, wo. Hallo? Das war so echt crazy. Weil ich natürlich wissen will, wo die jeweils sind, obwohl, ich muss nur eine merken, jetzt wo ich alle befreit habe.
Aber scheiß drauf. Oh, stimmt ja nochmal. Mein Teleport. Medaillon, was natürlich ganz praktisch ist, weil ich hier keinen Schrein in der Nähe habe. Verflixend zugenäht. Oh, sehr gerade Part ist da vorbei. Gut. Freunde, ich würde sagen, nächsten Part gucken, was jetzt in Tabula Rasa abgeht, ob da noch irgendwie mehr für uns zu tun gibt oder alles bereits Picobello ist und natürlich Amiibo-Updates, Amiibo scannen. Dann gucken, wegen irgendwelchen einfachen, oder einfach natürlich Sidequests, die relativ leicht zu machen sind noch, oder vor allem schnell. Und ansonsten weiter mit Daroks Prüfung. Medaillon, bleibst du jetzt oder bist du weg? Das Medaillon, Teleport-Punkt bleibt. Wie geil ist das denn bitte? Mega geil. Jo, ja, sieht nicht schlecht. Sieht immer gleich aus. WTF. Bis nächstes Mal. Tschüss.